So, Herr Angeklagter, jetzt möchte ich mal von Ihnen hören, wie das Ganze nach Ihrer Sicht abgelaufen ist. Ja, also zuerst muss ich mal sagen, ich war ja komplett abgefüllt, gell? Also betrunken halt. Ich war breit wie eine Natter. Über einen derartigen Sarrausch habe ich gehabt, da machen Sie sich keinen Begriff, euer Ehren. Also so besoffen war ich schon lange nicht mehr. Er hat nachweislich 2,8 Promille im Blut gehabt. Also er war derartig betrunken, dass ein Kontrollverlust... Ja, das wissen wir jetzt. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, also wir haben die Hochzeit von Maurerheinz haben wir nachgefeiert, gewissermaßen. Nicht? Der Maurerheinz, das ist ein Freund von mir, gell? Und wir haben eine unwahrscheinliche Gaudi gehabt, gell? Weil er hat eine Russin geheiratet und jetzt haben wir Witze drüber gemacht, gell? Dass sie er nicht versteht, weil er sie noch kein Deutsch kann. Nicht? Und haben wir gesagt, ich werde sie mal anschauen, wenn sie mal Deutsch kann und sie versteht den Heinz selber noch nicht, gell? Weil der Heinz, der kommt ja aus der Oberpfalz, die verstehen ja wir manchmal nicht. Du sagst, Heinz, was ist los? Und dann... Der Herr Maurer ist gebürtig aus Cham und in der Oberpfalz wird in manchen Gegenden ein Dialekt gepflegt, der für die restliche Republik, vor allem aufgrund der Laute, nur ganz schwer verständlich ist. Und deswegen meinte eben der Angeklagte... Ja, ist schon recht. Wie ist denn weitergegangen? Ja, also ich bin also vom Schutterwirt rausgegangen, habe ich schon gesagt, dass ich einen Riesendrum Sarrausch in der Fotzen gehabt habe. 2,8 Promille. Bitte, Herr Verteidiger. Bitte gerne. Ja, genau. Also ich komme jedenfalls vom Schutterwirt raus. Dann habe ich gesagt, wie schaut's aus, habe ich gesagt, kann ich noch stehen? Sage ich, jawohl, steh kann ich noch. Sage ich, ja, noch, kaufen wir noch eine halbe. Geh noch haben, ich denke, jetzt gehe ich noch zum Storchwirt. Und auf dem Weg zum Storchwirt kommt mir eine entgegen. Ein junges Dingerl, hat super ausgeschaut, gell. Da bin ich natürlich gleich hinzuhören, gell. Dann habe ich gesagt, wie schaut's aus, habe ich gesagt, schöne Frau, halt die so alleine unterwegs, gell. Sag ich, gehst noch ein bisschen mit zu mir nach Hause, gell. Sag ich, bist noch ein bisschen nett zu mir, halt die nach, gell. Ja, mei, das ist ja so eine Tour von mir. Da haben Sie Ihren Charme so richtig spielen lassen. Ja, aber Sie sehen, Frau Staatsanwältin, er war weit davon entfernt, gegenüber der jungen Dame aggressiv zu werden. Okay, und normalerweise kommt die Tour ja auch super an, gell? Aber sie dann auch vor mir, nein, ich will nicht, ich muss nach Hause, weil ich morgen früh wieder raus muss. Und weißt, lauter so ein Krampf, der mich nicht interessiert. Dann habe ich gesagt, komm, geh weiter, sag ich, jetzt gehst mit, zerfix, mir pressiert's. Sag ich, will ja da nicht die ganze Nacht labern, da ich bin nicht der Rucksacksepp. Ne, wo dann sie wieder, nein, lassen's mich, bitte, ich will nicht, lassen's mich jetzt aus, gell, weil ich hab's festgehalten. Sie haben sie festgehalten? Ja, aber bloß so ein bisschen, so ganz leicht bloß. Kaum merklich. Ach was, richtig hab ich's festgehalten, weil die war ja auf und davon und für mich war diese Diskussion noch nicht beendet, gell. Sie wieder, nein, ich will nicht. Dann hab ich gesagt, ja, hey, hab ich gesagt, du brauchst doch von mir keine Angst haben, sag ich bin doch ein Deutscher. Aber das war der wurscht, so eine war das wahrscheinlich auch, so ein Matz. Jetzt mäßigen Sie sich aber, Herr Angeklagter. Und nochmal sag ich, ein Matz was. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Sie sitzen hier nicht am Stammtisch. Sie stehen hier vor Gericht. Herr Richter, ich bitte um Verständnis, weil das geschehen ist für meine Mandanten auch nicht ganz einfach zu verarbeiten. Er ist da direkt traumatisiert. So einfach steckt man sowas auch nicht weg. Um Gottes Willen. Wollen Sie sich ausruhen, Herr Angeklagter? Sollen wir einen Arzt holen? Was? Nein, geht schon. Ja, Sie auf alle Fälle alle wieder. Lassen's mich nicht. Noch hab ich da eine geschmiert, gell. Das hab ich im Kino mal gesehen in einem Film. Da ist auch eine hysterisch geworden. Dann haben sie ihr ein paar aufgestrichen, dann war der Fall erledigt. Jetzt hat die aber wahrscheinlich den Film nicht kennt, gell. Auf alle Fälle, ich hab gemeint, die trat durch. Wir am Spieß, Hilfe, Polizei, Hilfe. Nicht? Dann hab ich da aber gescheite betoniert, nicht? Dann ist da gelegen. Dann hab ich gesagt, ja, jetzt liegt schon da. Dann haben Sie das Opfer vergewaltigt. Hierzu möchte ich allerdings anmerken, dass das sogenannte Opfer vielleicht an der Sache nicht so unschuldig ist, wie sie es heute darstellt. Wie meinen Sie das jetzt? Na, sie hat schon einen provozierend kurzen Rock angehabt und dann dieses bauchfreie Top. Also wenn dann ein Mann, wie mein Mandant, der, wie soll ich es formulieren, ein bisschen einfach gestrickt ist und unter Druck steht. Genau, der Druck war schuld, gell? Und überhaupt, wenn ich als Frau heute so etwas nicht will, gell, wenn ich sowas nicht will, dann muss ich halt daheim bleiben, nicht wahr? Und darum verlange ich einen Freispruch, weil der Druck und sie selber schuld war. Außerdem war ich ja besoffen. Etliche Promille, da kann ich selber sowieso überhaupt nichts dafür, nicht? Und der Trauma, wie er da vorhin gesagt hat, habe ich auch gehabt, nicht? Und überhaupt. Ich hätte es vielleicht etwas schlanker formuliert, aber das ist im Prinzip unser Antrag. Ja.
Ja, ich unterbreche die Sitzung für die Mittagspause. Am Nachmittag geht's dann weiter mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Und weißt du, was er mir aufgebrummt hat, der Richter? 20 Tagessätze auf 50 Euro wegen, und jetzt pass auf, wegen fahrlässigem Vollrausch. Und was genau ist ein fahrlässiger Vollrausch? Fahrlässiger Vollrausch, das ist, wenn du, sagen wir mal, du hockst in der Wirtschaft und auf einmal passt du nicht auf und auf einmal hast du gewissermaßen ohne Absicht, hast du auf einmal einen riesendrum Saurausch in den Fotzen. Das ist aber wieder lustig bei euch heute. Ja, wir feiern mit dem Freispruch erster Klasse. Apropos, schöne Frau, heute ganz alleine. Gehst du noch ein bisschen mit zu mir heute Nacht, ha? Bist du noch ein bisschen nett zu mir heute Nacht?